basic idea is that there's a groove that I can follow that's exactly right for exactly right for. Yeah. Sometimes when I try to reason, yeah, you don't seem to listen at all. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch und heute mit einem weiteren Kidswitch Goes Under the Hoop Video. Heute haben wir ein bisschen Hard Facts. Es geht eigentlich ums Standesamt und ich wäre wirklich Gott froh gewesen, wenn mir jemand, also ich habe meine Trauzeugin, wo man sich etwas über das Standesamt erzählen konnte, sie selber geheiratet hat, aber irgendwie, ja, ich hätte so viele Informationen, weil es so spannend ist und so weiter und so fort. Und darum erzähle ich euch mal, wie das so ist mit dem Standesamt. Jedes Standesamt ist vermutlich hat so ein bisschen verschiedene Regeln. Wir sind jetzt auf dem Bieler Standesamt. Und einfach vielleicht für die Voraussetzungen, weil die sind natürlich je nach Konstellation nicht unbedingt gleich. Wir beide, der Herr Hässler und ich, wir sind beide Schweizer, haben einfach den Schweizer Pass voll langweilig und das ist alles. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt jemand vielleicht einen Niederlassungsausweis etc. hat, vielleicht ein bisschen komplizierter ist, weil man halt einfach mehr Sachen muss ändern muss. Egal. Einfach das, dass man das ein bisschen weiss, welche Voraussetzungen wir haben. Dann ist wirklich wichtig und auch ein bisschen speziell, man kann das zivile Trauungsdatum erst vor einem halben Jahr reservieren. Und das auch nur provisorisch. Das ist ein bisschen speziell, weil die jetzt zum Beispiel so ein bisschen planen und so weiter und so fort, die merken mega schnell, man muss früh planen. Weil einfach jetzt unsere Location zum Beispiel haben wir 2 Jahre im Voraus haben wir die reserviert, weil es einfach auch jetzt im 18. ganz sicher schon keine Daten mehr gibt und das ist so ein bisschen speziell und das macht so ein bisschen nervös, oder? Und wir haben eigentlich unser Datum relativ früh gewusst, darum habe ich dann einfach im März, das ist am 22. September, einfach ein halbes Jahr im Voraus Outlook-Kalender, ja, dann anrufen, dann habe ich wirklich irgendwie um halb 9 habe ich angerufen und gesagt, wir wollen dann heiraten um diese Zeit und es hat auch tipptopp geklappt. Und dann kannst du auswählen, ob du per Mail oder per Post einfach die Unterlagen, die Bestellunterlagen, willst du also einfach per Mail genommen. Jetzt habe ich die jetzt mal einfach ausgedruckt, dass ich noch ein bisschen spicken kann, was hier alles so ein bisschen drauf steht. Und es gibt die Möglichkeit, jetzt bei uns im Seeland oder sonst in Bern überall, in so speziellen Traulokalen, zum Beispiel in Bern ganz bekannt ist das Schloss Bümplitz, wo auch viele zivile Trauungen gemacht werden. Die kosten einfach extra und so. Und es gibt auch Möglichkeiten, am Samstag Trauungen zu machen, aber nicht an so viele Daten. Da muss man einfach ein bisschen, aber auf der Internetseite ist es mega gut abgesprochen. Wir haben es einfach 0815 am Freitag, weil unser Standesamt ist in einem schönen Park und in einer alten Villa, mega toll. Also wirklich, da müssen wir jetzt nicht noch extra irgendwo her. Wir sind unterwegs als Ehevorbereitungsgespräch im Standesamt. Und unser Standesamt ist echt so schön mit dem Hof. Also Hof, das ist so ein Garten einfach. Es ist wirklich mega schön. Wirklich so mit einer alten Villa. Und ja, da musst du gar nie anders hergehen. Da kannst du wirklich in das Standesamt. Und ja, man kommt dann hier so eine Anmeldedings über, wo so ein bisschen Informationen draufstehen, eben was man dann will, eigentlich das Datum, das man gerne möchte reservieren. Es ist einfach provisorisch reserviert und sie schreiben auch ganz klar her. Wenn irgendetwas in die Binsen geht, dann sind sie einfach nicht schuld und übernehmen keine Kosten. Also wenn jetzt irgendwie, es kann passieren, aber wenn jetzt das Datum nicht wahrgenommen werden kann, dann ist es halt einfach, ist ihnen egal, ob man jetzt etwas reserviert hat oder nicht. Es ist ein bisschen creepy und so, aber also ich habe noch nie irgendwie gehört, dass es nicht so funktionieren soll. Also nicht panisch werden. Dann kommst du das über, musst ganz viele Sachen ausfüllen und das Lustige ist, du darfst nicht das Formular, jetzt in unserem Fall, hast irgendwie frühestens ab dem 22.06. dürfen einreichen. Also erst dann wird es wirklich bearbeitet, das ist irgendwie alles so eine Zeit nach. Egal. Also, was man alles muss da merken und einfügen, das wollte ich euch jetzt zeigen. So, wenn wir da die erste Seite, steht schon mal nichts Wichtiges drauf. Auf der ersten Seite ist das wegen dem Namen. Das ist eigentlich so das Hauptding, wie man möchte heissen. Man hat einfach entweder, also zuerst ist einfach, wie man wirklich heisst, eben das oder das. Oder dann kann man verschiedene Variationen nehmen. Man kann zum Beispiel einfach seinen eigenen Namen behalten. Also Mann und Frau haben ihren Mädchennamen, genau.
Variante 2 ist der Name der Frau. In unserem Fall ist das so. Oder der Name des Mann. Und es gibt keine Doppelnamen mehr, gar nicht mehr. Es ist einfach entweder oder. Ist eigentlich einfacher zu entscheiden. Dann muss man halt noch schauen wegen der gemeinsamen Kinder oder Adoptivkinder. Das war jetzt bei uns auch nicht der Fall gewesen, wie die heissen. So, bei uns ist natürlich klar, wenn wir Kinder hätten, dann würden sie einfach den Namen von mir haben. Und dann hat man hier so ein Gesuch, Vorbereitung der Eheschliessung. Das ist wirklich ganz banal. Da muss man einfach Namen und Adresse angeben, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Religion, bla 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 muss man angeben. Also wirklich auch sehr, sehr einfaches. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man den Niederlassungsausweis dazu tut. Den bekommt man wenn man in eine neue Gemeinde zieht. Dann gehst du auf die Gemeinde anmelden und dann kommst du den Niederlassungsausweis über. Und den musst du dazulegen. Gut, wichtig. Und eben noch wir haben keine gemeinsamen Kinder. Und hier, wenn man jetzt Kinder hat, müssen wir hier noch wegen dem Namen einfach schauen. Und dann musst du das Zeug unterschreiben, abschicken und dann ist es schon alles gewesen. Dann musst du eben warten, bis die Zeitspanne durch ist. Und dann kommst du weitere Informationen über, nämlich Ehevorbereitungsverfahren, weiteres Vorgehen. Und das klingt so, jetzt so Ehevorbereitungsverfahren. Also man muss jetzt einen Kurs machen oder weiss nicht was. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht einfach darum, dass du ein Gespräch hast mit dem Standesamt-Mitarbeiter und dann nicht einmal unbedingt der ist, der dir traut, wo du darüber redest, wo du über verschiedene Sachen redest und so und bla bla bla. Und wir sind dann eben dort eingeladen worden, da haben wir einfach angerufen, einen Termin ausgemacht und dann sind wir dorthin. Und dort haben wir jetzt eben wirklich angeschaut, es gibt 2 verschiedene Trauungen, eine die geht 10 Minuten und eine geht 20 Minuten, bei 20 Minuten tun sie dann auch noch in ein Gedicht aufsagen etc. etc. Dann musst du Trauzeugen angeben, genau, musst du für die Trauzeugen dann sagen sie dir auch, wie viele Gäste es maximal dürfen kommen, bis jetzt etwa 20. Und es hat zum Beispiel keine Konfetti-Zeug ablassen, weil das ist so ein Kiesboden. Solche Informationen haben sie. Und wir haben natürlich nicht so viele Sachen gefragt, weil bei uns ist ja das eigentlich nicht die Haupttrauung. Bei uns ist es einfach hergehen, unterschreiben, Steuern zahlen, tschüss. Das ist alles für uns. Und genau, das ist eigentlich so ein bisschen das. Es geht relativ schnell. Und so schnell, wie man dort eigentlich drin ist, geht es ja um die Kosten. Und das Ehevorbereitungsgespräch in unserem Fall jetzt, wo glaube nicht einmal 20 Minuten gedauert hat, oder eine halbe Stunde, also wirklich kurz, wir nur noch einmal Personal angeben, mit dem Pass vorbei, hat 150 Stutz gekostet. Die Trauung selber, jetzt muss ich wirklich, dass ich kein Seich erzähle, die Trauung selber kostet glaube ich 75 Stutz. Und dann noch das Familienbüchlein kostet auch irgendwie so einen Betrag. Alles in allem ist man zwischen 270 Franken und 300 Stutz, was so eine zivile Trauung anbelangt. Wäre ich auch froh gewesen, wenn ich das gewusst hätte, wie viel es circa kostet. Also ich würde jetzt eigentlich mit einem glatten 300er rechnen. So, plus minus. Also eher minus, also 270 Franken. Und ja, dann haben wir das Gespräch gehabt, hat man wirklich so, der Termin ist eigentlich alles festgelegt. Und dann musst du eigentlich nur noch heiraten. Dann bist du das nächste Mal bist du einfach dort und that's it. Und das ist eigentlich die ganze Standesamtgeschichte, wie es dort abläuft. Also man muss sehr, sehr rechtzeitig sein und es ist wirklich alles so ein bisschen zack, 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 Massenabfertigung. Aber es ist halt auf dem Zivilstandesamt ein bisschen so. Darum haben wir dann in einem Jahr unsere emotionale schöne Trauung. Also ich sage nicht, dass das Zivilstandesamtliche nicht auch schön kann sein, aber jetzt, in unserem Fall ist es halt wirklich sehr, sehr einfach, man tut es. Und dann war es. Und ganz, ganz wichtig, auch nicht zu vergessen, nehmt einen Ausweis mit und eure Trauzeugen an, weil sonst wird es schwierig. Vergesst die Eheringe nicht. Und ja, das war es eigentlich schon von dem ganzen Standesamttheater. Also keine Angst davor, es ist gar nicht so eine Sache, es kostet einfach nur. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt an mich, egal welche, schreibt sie doch einfach in den Kommentaren stellen. Ich beantworte die gerne. Ich mache mal so ein Frage- und Antworten-Video, wo ich schon ein paar Mal gefragt wurde, wie ich den Herr Häsler lernen kennen und so weiter und so fort. Und sonst würde ich mal so ein Video machen. Und sonst wünsche ich euch einen wunderbaren Rest vom Tag und bis gleich. Tschüss!